Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Disney hat ein bisschen ein Reboot gestartet mit Haunted Mansion. Ja, der Film geht ja schon mit Eddie Murphy und loget das eben ein Reboot dazu. Aber kann der Film dann auch ein bisschen etwas oder ist es einfach nur ein billiger Aufklatsch für eine Disney-Attraktion? Ja, das erzähle ich euch heute bei Filmlife. Ja, also für dich muss vier Wasch, der Film basiert auf einer Disney-Attraktion. Das heißt, das Haunted Manor oder Haunted Mansion, wie man am Disneyland kennen, geht eben, also eben verfilmt gehen. Also eine Verfilmung dazu gemacht gehen, die hatte man aber schon mit Eddie Murphy, die mir persönlich relativ gut in Erinnerung geblieben ist. Also, das war noch nicht überwältigendes, das war noch nicht extrem großartiges, mir das war ein Film, mit dem ich relativ viel Spaß hat. Und lo kriegt das ganz Teil eben ein Reboot. Ja, mir leider hat der Reboot für mich relativ schlecht funktioniert. Den Eddie Murphy Film, den habe ich noch relativ positiv in Erinnerung, weil er relativ witzig war. An die Story, die er erzählt hat mir auch immens gut gefallen. Oder weil ich immens gut, ich schon selber in erhaltsam fand und spannend Not verfolgen fand. An die Geschichte, die der Film heute erzählen wird, als ein bisschen, ja, ich will, ja, schon dünn. Also, die Story haben drin ist eigentlich interessant zu erzählen, aber irgendwie fällt der Fokus nicht, also das nicht richtig ausgebaut ging, das Ganze. Irgendwie halt die Story mich nicht lang genug in der Stange, an denen das mysteriös geht nicht lang genug recht gehalten, für das es irgendwie wirken kann. Und nämlich, dass doch mit diesen Schauspieler sie Momente dran, wo, wie soll ich sagen, wo Emotionen sollen abgebaut werden, wo zwischenmenschliche Interaktionen sollen stattfinden, die ein bisschen emotional überreden sollen, aber weil die Film einfach irgendwie Charaktere nicht anständig ausbaut, sind die emotionalen Momente, die verpuffen einfach und ja, da sind sie einfach fort. Und dann hört es null Wirkung an der los und sitzen du und denken sich, ja, irgendwie möchte der Film gut nicht mit mir. Das wird den alle Film auch noch hat, das ganze Meno. Das Haus kann ihn sich besser vorstellen, hat ihn eine bessere Vorstellung von dem gesamten Gebäude. Das fällt halt irgendwie weg. Also pur Reim als Schlüsselszenen, aber Gebäude, was von außen so riesig wirkt das von Bannen dann irgendwie nicht. Weil halt relativ viel Computer, also CGI-Situationen scharf gehen, ganz viel gespielt geht eben, aber trotzdem wirkt das ganz nicht als Gebäude. Das ist ja aber ein bisschen der Fokus von dem Film, also es soll ja das Geisterhaus gehen. Und da fand ich, da sollte das alte Gebäude auch ein bisschen mehr am Fokus stehen. Am Platz einfach nehmen an den verschiedenen Räumen, die verschiedenen Schlüsselszenen zu holen. Und da war das. Auch die Geister, die hier sind, losen relativ wenig Eindruck, sie sind relativ generisch und ja, insgesamt hat den ganzen Film keinen großen Eindruck. Wenn ihr den Film geguckt habt, da fragt ihr sich, ja, für was war das Totalo gut? Charme war relativ wenig da, kreativ Story wird da gewirrscht, also aber nicht ausgebaut gehen, Interaktion mit den Schauspielern war da, und als auch nicht umgesagt gehen. Und sogar relativ ziemlich gut Schauspieler, die hier dran sind, Owen Wilson oder Danny DeVito, kommen hier irgendwie gut nicht richtig zur Geltung. Auch ein Jared Leto, der ja eigentlich kein schlechter Schauspieler, ein ziemlich guter Schauspieler sogar kann sehen, verpufft halt einfach, weil er spielt halt den großen Antagonist, denn der funktioniert leider auch nicht mehr, solange mysteriös bleibt, solange man auch gar nicht wissen, wen den Antagonist ist, an den schon im Hintergrund abhält und nicht gesehen, den heißt du mal eine Silhouette. So lange funktioniert den, und da geht relativ frei abgedeckt und dann verpufft es schon. Dann ist es so, da wirkt dann auch immer so comichaft CGI-mäßig und ja, funktioniert im Grunde nicht mehr. Ich erwarte mal, hier kein großen Horror, kein großes Horrorspektakel. Das funktioniert ja auch noch immer für Kanner. Aber eben so das Geisterbahn-Feeling, ja, das ist irgendwie, der ganze Film macht für mich relativ wenig Spaß. Trotzdem dauert dann 2 Stunden, zieht sich das ganz so nach Rand lang. Setzt daher nur so also direkt so eine abgesetzte Moralpredigt, denke mal dran. Und dann da war die Film. Ich meine, die Film
ist relativ sehr vergiss, der bleibt nicht lange am Gedächtnis, der Film aus dem sinnbildlichen Stoff, für was Disney steht, einfach nur für ein Cash-Cow, aber ganz viel Hand drin stöcht leider nicht mehr. Ganz viel Kreativität passt einfach nicht mehr an hier Film heran. Das ist halt einfach so, du geht einfach zu viel Strukturhand und du hast zu viel Kalkülhand drin für so einen Film zu machen, a Platz Leute hinzusetzen, die so ey, schon eine coole Idee an das wird dann mal ein schöner Film. Er hat kein Film mehr gemacht, die Leute machen keinen Film mehr für sich selber, wo sie so in den Film gegen mir gefallen, die Filme gehen just noch gemacht für zu so, wo man lässt sich die meisten Profit machen an ja, sie verfilmen ja Disney-Attraktionen, Jungle Cruise hatten auch schon, das war halt auch schon so etwas, hallo eben Haunted Mansion. Ja, es fehlt mir auch ein bisschen Motivation für den Film richtig also zu rappen. Schon während dem Gucken habe ich die Interesse verloren, mich richtig ranzudenken und darüber nachzudenken, was genau nicht funktioniert, weil er einfach so anspruchsloser, kreativloser ist. Ja, und so gut dann bekannte, gute Schauspieler verpuffen da einfach, weil ja, das einfach nicht, es stößt nicht dran und das verdammt schuld, weil den Trailer hat man einen Eindruck symbolisiert, wie wann der Film keinen Spaß machen, wie wann divers Witze dran wären, die keinen Spaß machen, mir die besten Witze sind leider schon am Trailer dran, an der Rest ist einfach egal. Tja, das härtsten Urteil meiner Meinung noch immer, weil der Film kann kreieren, als dass es eben einfach egal ist und nie mehr an einer paar Jahren kein Sau mehr darüber schwätzen. Voilà, ja, also mein 4 Sterne nicht, wart bis auf Disney Plus aus, weil du könnt ihr dort sicher, wenn der richtig Bock auf den Film hat, war am besten ein bisschen auf Disney Plus aus, weil den Menge Minuten Kinosticker ist schon bald zu teuer, für so selbst belangloses Menge Meinung nur anzugucken. Du wenn ihr auf Disney Plus könnt ihr schon gucken, da so yes, okay, hat mir aber gefallen, dann fair enough, von der Spaß du mir ich gönne jeder den Spaß und all Film absolut ich wünsche mir immer, dass ich gebe immer die Motivation ran, dass man den Film so Spaß machen. Leider wird der Teil nicht funktionieren. Von dir Spaß du mal der Hut. Ey, mega geil. Mit dem Risiko besteht, dass da geht, enttäuscht geht und dann ein Kinosticket, aber bis sie da ist, für so etwas gucken zu gehen. Da wenn ihr denkt, Disney Plus ist die richtige Adresse dafür und dann könnt ihr mal trotzdem gerne in die Kommentare so, was dir von dem Film halt oder ob ich irgendwo vergrault und den Film gucken zu gehen oder da sollte man vielleicht, nee, komm, ich gehe den aber gucken, weil den Trailer hat einfach so viel Bock gemacht, die interessiert mich, aber was du lebt. Erzählt man das gerne in die Kommentare an, in dem Sinn, ging ich so und da war das doch schon und ich wünsche dir dann trotzdem nach ganz viel Spaß mit Haunted Mansion. Allez, ciao.